In der Forschung lernt man verstehen, wie die wissenschaftliche Welt funktioniert. Sie gibt einem Einblick aus einer ganz anderen Perspektive, wie sich die Medizin entwickelt hat. Und wer Forschung macht, der verbessert auch seine klinischen Fertigkeiten und, das ist das Wichtigste, lernt auch andere Studien sehr kritisch zu hinterfragen und zu gewichten. Mich begeistert die Forschung, die klinische Forschung, auch in der allgemeinen inneren Medizin und Hausarztmedizin. Sie bildet nämlich das ab, was wir heute noch nicht gut kennen. Es gibt so eine schöne Darstellung von einem Quadrat mit 1000 Patienten, wo 800 davon Symptome haben und ein paar hundert gehen zum Hausarzt und so weiter. Und einer von diesen 1000 landet dann an der universitären Klinik. Und das ist der Ort, wo die Forschung passiert und wo uns die Forschung noch fehlt, ist nicht in der Spezialität, sondern in der breiten Medizin und ganz bestimmt auch in der ambulanten Medizin. Und dort möchte ich mich dafür einsetzen, dass es eine vermehrte Forschung dort gibt. Es ist nicht mehr so, dass nur wir sehen, wie wichtig die allgemeine innere Medizin ist in der Schweiz, sondern mittlerweile bekommen das eigentlich alle mit, wie wichtig wir für eine gute, kosteneffektive, ganzheitliche Betreuung sind von einem Patienten. Darum denke ich, die innere Medizin wird wieder Wichtigkeit zunehmen. Man spürt es jetzt schon. Ich glaube, das wird sich auch im grösseren Ausmaß zeigen. Für mich persönlich ist das eine spannende Zeit. Ich merke das jetzt bereits hier bei uns in der Klinik, dass unsere innere Medizin stärker wichtiger wird. Und es ist spannend, die Zukunft mitzugestalten. Welcher Anteil, das ist so breit wie die innere Medizin, sei das eben bei der Ausbildung von jungen Internisten, sei das im Bereich Forschung, akademisch, oder eben auch die Stärke der Hausarztmedizin, die uns gerade in unserer Klinik hier sehr wichtig ist.